Ich meine, nicht nur Weltverschmutzung, Klimaerwärmung, alles das. Oder schon nur der Geist der Menschen, schon nur die Dummheit. Und alles zusammen. Die Menschen verblöden von Tag zu Tag immer wie mehr. Und ich frage mich, wo werden wir herkommen? Kennst du die Nacht allein in deinem Bett? Du starrst an Dilly oder auf das Parkett, auf die Flecken, was noch vom Malen drauf hat. Du hast die Stimme in deinem Kopf, die niemand will. Ich will nichts fühlen, alles, was ich spüre, ist Schmerz. Mein Herz in meinem Kopf, der Dezember im März. Bitte leben, sei doch nicht echt, dann gäb's keine Klimaerwärmung, kein Geld und keine Macht. Gerecht, ungerecht, schlecht oder gut, niemand wird's geben. Niemand wird leiden und niemand wird mir den Wunsch böse nehmen. Alles wär nichts, nie etwas gsi oder geworden. Niemand je geboren und niemand je gestorben. Alle sagen ihm hier, was man sollte und was man will. Alles, was zählt, ist Geld und Gott. Und Gott ist nicht mehr Gott. Gott ist ein Fernseher, der mich ablenkt von Zweifel und Fernweh. Wo Game of Thrones ist viel besser als mein Leben. Viel einfacher als zu all dem Scheiß hier meine Meinung zu sagen. Und wenn ich muss, dann bin ich halt neutral. Wo ändern kann ich nichts, allen anderen ist es egal. Und ja, wir können nicht ändern, wenn es uns alle nicht interessiert. Und darum sollte es dir nicht egal sein, wer das die Welt regiert. Entweder du endest als Chance von irgendeiner reichen Bitch, die in ihrem Porsche sitzt und sich mit Diamanten ritzt. Oder du bist sie, ewiges Vermissen. Auf Insta Mad World Quote und in 5-Sterne-WCs pissen. Weil die Gesellschaft ist krank, wir leiden doch alle. Verletzen uns selber, sind alle Gefallene. Weil wenn es einem schlecht geht, dann geht's allen schlecht. Weil der Arme ausraubst, ist dein Leiden gerecht. Kuschelst du dir selber ins Ohr, bevor du im Chlor abtauchst, rein abholst und weiter rauchst. Leiden ist ehrlicher Blausch. Du stürzest dich ins reissende Meer, dein Rettungsseil, beide hängen am Gewehr. Und wenn du tot bist, sagst du zu Gott, hey, ich bin eine von denen, die nochmal zurück will. Weil tot sein ist schon nicht besser, das hast du ziemlich schnell gemerkt. Darum wär's besser, wär wenigstens dein Leben nicht so hart. Weil du lebst in einer Box, was so viele Regeln gibt. Und für dich abzulenken nimmst noch einen Hit. Und für dich gut zu fühlen, gehst am Abend vor die Schauen. Statt Widerstand zu planen, etwas klauen. Statt etwas zu machen für die Welt oder dich. Fast dir anfangen zu sagen, dass es das jetzt war. Eine Generation verlorener Kinder. Wir denken nicht, darum kommt uns die Lösung nicht in den Sinn. Alles macht uns hässig und traurig und leer. Es gibt keine Hoffnung, die Utopie ist ein Meer. Und du kritisierst die Gesellschaftskritik, weil alle kritisieren, aber niemand etwas flickt. Und du willst dich zwar nicht einfügen und anpassen, aber genau in dem Moment kannst auch du nur noch hassen. Die Jugend von heute scheint mir schmerzhaft verloren. In Digitalisierung aufgewachsen, prädystopisch geboren. Alle probieren Zerstörung vor Welt auszudrücken und werden dabei eins mit der Apokalypse. Verwechseln Liebe mit Beneiden und Erfolg mit Leben. Und eine kalte Dusche, damit uns selber zu haben. Verwechseln Pornos mit Sex und Geld mit Glück. Und Ehrlichkeit mit der Garantie Geld zurück. Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Mit Fatalismus kommen wir nicht weiter, wir müssen ausbrechen. Es befreit uns niemand aus dem Gitter. Wir sind dafür zuständig, Hierarchien abzubauen, uns mehr zuzulassen, Zusammenarbeit und Vertrauen. Wenn nicht mehr, dann ist es zu spät, weil sie haben es vergeben. Vielleicht schaffen wir es noch ihnen, ihre Fehler aus der Hand zu nehmen. Der Kapitalismus zerschmettern, wie irgendein Schaufenster. Wo in echt ist er hässlich, nur im Rampenlicht glänzt er. Also weniger kaufen und weniger Lohnarbeit, mehr Alternativen, mehr Bildung und Klarheit, mehr bewusster Umgang und Kommunikation. Abbau von Palästen, wir sagen an dem Thron.
Hinterfrag deine Privilegien und wie das nützt ist. Wie das Gute, das noch übrig bleibt, irgendwie schützt. Wie du all dem innen auf dich selber aufpassst. Das machst, was dir gut tut, statt das, was krass ist. Was ist, das ist. Und was muss, das muss. Stell das ab, du hast die Wahl. Die Spreisse im Fuß, Sitz rauszuziehen. Oder drinnen zu stecken, bis alle irgendwann nach Infektion verrecken. Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt, bevor die Welt untergeht. Wer glaubt, dass es zu spät ist für sie? Heilen wir uns jetzt,